zum Spaziergang begeben, auch noch ein paar Worte von mir. Liebe Landsleute, hallo Bautzen, so wie ein Hund unfähig ist, sich einen Wurstvorrat anzulegen, ist dieses Narrenkabinett in Berlin unfähig, Politik für das eigene Volk zu machen. Am heutigen Tag haben sich wieder jene Landsleute versammelt, die nicht dabei zuschauen, wie ihr Land vor die Hunde geht, wie es abgewirtschaftet wird, damit sich bestimmte Bankster ihre Taschen füllen, wie es überfremdet wird und wie es niemals zuvor in seiner Geschichte. In der Sächsischen Zeitung können wir dann am Montag lesen, dass die Nazis im Bautzenhaus marschiert sind. Ja, liebe Freunde, hier im Bautzen stehen nette, aufgewachte, zeitpolitisch Interessierte auf der Straße. Und sie werden so lange auf der Straße stehen, bis das Pack in Berlin und in den jeweiligen Landesparlamenten seine Taschen gepackt hat. Wichtig ist, dass wir über den Tellerrand hinausblicken. Sicherlich ist die Thematik ungebremste Masseneinwanderung ein sehr wichtiges Thema. Aber auch Themen wie das TTIP-Handelsabkommen, Fracking, Gentechnik oder die Kunst- und Schundwährung Euro lasten auf unserem Volke geradezu tonnenschwer. Hat man nur einmal das Volk gefragt, ob es mit all diesen Dingen einverstanden ist? Nein, das hat man natürlich nicht. Denn die Marionetten in Berlin wissen, welche Antwort sie von unseren Landsleuten bekommen hätten. Das Volk darf nur zu anstehenden Wahlen etwas Demokratie spielen. Dann hat es die Wahl zwischen Syphilis und Cholera. Es hat aber auch die Wahl, sich als Antibiotikum zu betätigen und dieser Kaste in Berlin einen kräftigen Arschtritt zu verpassen. Immer wieder hören wir in den Medien die Bezeichnung Mutti Merkel, die sich angeblich noch immer größter Beliebtheit erfreut. So einen Schenkelklopfer würde noch nicht einmal Dieter Hallervorden in die Runde werfen. Diese Jungfrau der traurigen Gestalt in Berlin Mutti Merkel zu nennen, ist genauso unpassend wie einen Kuhfladen als Schwarzwälder Kirschtorte zu bezeichnen. Immer wieder hören wir auf unseren Veranstaltungen die Parole, Merkel muss weg. Natürlich. Merkel muss weg. 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 Natürlich muss Merkel weg. Aber was kommt danach? Der verhinderte Sonderschüler Sigmar Gabriel, der selbst in einer Baumschule nicht zu den Klassenbesten gehören würde, oder der politische Zauberkreis aus Seehofer. Nein, diese gesamte Kaste gehört hinweggefegt. Oder, um es mit den Worten von Theodor Körner zu sagen, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richte das Volk und es gnade euch Gott. Noch ein Thema möchte ich ansprechen. Die verfluchte Distanzerie, die uns noch immer spaltet. Der eine distanziert sich von dem anderen, weil er vielleicht zu radikal ist und umgekehrt. Man streitet über teils belanglose Kleinigkeiten, währenddessen lacht sich Claudia Roth eine weitere Warze auf die Nase. Wir müssen uns endlich auf die Losung von Friedrich Schiller besinnen, der auch in meiner Heimatstadt Leipzig seine Wirkungsstätte hatte. Wir sind ein Volk und einig wollen wir handeln. Schließen möchte ich mit einem neuen Märchen, was ich in den letzten Tagen verfasst hatte das vor Weihnachten schon mal gemacht. Einige kennen es vielleicht schon von Facebook, denn auch in dunklen Zeiten sollten wir unseren Humor nicht verlieren. Das Märchen von der Armlänge Abstand.
Ein neues Jahr begann in der bunten Republik Deutschland und bereits zum Jahresanfang durften die braven Landsleute neue Schreckensmeldungen vernehmen. Nein, weder Claudia Roth noch Königin Angie wollten für die neueste Ausgabe des Playboy posieren, sondern ganz andere Nachrichten machten die Runde. In Städten wie Köln präsentierten sich die zu Millionen ins Land geholten Bereicherer von einer ganz anderen Seite. Bisher glänzten diese Sympathiewunder nur durch das Auffinden von hohen Geldbeträgen, die selbstverständlich umgehend bei der königlichen Polizei abgegeben wurden. Sie glänzten durch eine unglaubliche Dichte an Ärzten, Ingenieuren und Nobelpreisträgern. Hinzu waren sie für ihre ausgeprägte Dankbarkeit und Integrationswut bekannt. Statt wollen Rose kaufen und halten nun Figi nicht nur über den Kölner Bahnhofsvorplatz. Selbst die königliche Presse, die sonst in ihrer Berichterstattung Baron Münchhausen von Eid ablassen lässt, berichtete zaghaft. Das tapfere Völkchen hatte nun endgültig die Schnauze voll von den Wochenhandlungen der herrschenden Kaste. Das Volk hielt sich in Zukunft an die Armlänge Abstand. So hielt es von jeder Wahlurne der etablierten Blockflöten im Land eine ganze Armlänge Abstand. Hinzu ging es in jeder Stadt, wie am Bautzen, in jedem kleinen Dorf auf die Straße. Eines Tages tauchten die über Jahre hinweg betrogenen und belogenen Landsleute vor dem königlichen Schloss in Berlin auf. Nicht Rosen und Pralinen hatten sie für die Unterdrücker im Handgepäck, sondern Mistgabeln und den berühmten Knüppel aus dem Sack. Der Regierungspalast näherte sich schneller als ein FKK-Strand, an dem Claudia Roth auftaucht. Das tapfere Völkchen lebt seitdem in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ich möchte mich hier noch ganz herzlich für die Einladung bedanken. Wir gehen jetzt gleich spazieren. Wichtig ist, dass wir den Protest auch in Zukunft auf die Straße tragen. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Sprecht mit euren Verwandten, sprecht mit euren Bekannten. Wir sind das Volk und das Volk hat die Schnauze voll von ihrer Politik. Danke, Bautzen!